Komisch. Im Schulzimmer hat er überhaupt nicht reagiert, als ich das Nasentuch fallen lassen habe. Hey Jonas, wo sind eigentlich der Ludwig und der Miguel und deine anderen Freunde? Ihr seid ja schon ewig lang nicht mehr auf dem Spielplatz gewesen. Wir haben im Moment halt Wichtiges zu erledigen. So, und was denn? Das kann ich nicht sagen. Ein Zeitchen sind wir still da gesessen. Dann haben wir angefangen, über die Schule zu schwätzen und über das Indianerbuch, das wir gerade am Lesen waren. Die Geschichte hat von einem Apachenbub und seinem Pony gehandelt. Aber die Navajos sind viel interessanter als die Apachen. Wieso meinst du? Das verstehst du ja sowieso nicht. Und außerdem muss ich jetzt gehen. Ciao. Er ist schnell das Seil runtergeklettert und hat sich aus dem Staub gemacht. Ein komischer Bub ist das. Aber doch ganz nett. Irgendwie. Ein paar Minuten sind vergangen, bis meine Freundinnen auftaucht und zu mir ins Nest gesessen sind. Sofort habe ich ihnen alles vom Jonas erzählt. Geht's noch, Caro? Du weisst doch, dass die Buben nichts in unserem Nest verloren haben. Hast du keine Angst gehabt? Mal, ich habe zittert wie verrückt. Oh, mach keine blöde Witz, Caro. Du weisst ganz genau, dass der Jonas zu den schlimmsten Mädchenplagen der ganzen Schule gehört. Mit einem kräftigen Schupf hätte er dich ganz einfach aus dem Nest fallen können. Hat er aber nicht. Tanja hat recht. Der Jonas ist wahnsinnig gefährlich. Es ist noch nicht lange her, da hätte man die Nase abbeissen. Oh. Esther, du erzählst wieder Mist. Aber das Bein hat er mir gestellt. Nach einer langweiligen Schulstunde habe ich mich auf die Pause gefreut. Es war ein sonniger Morgen und zum Gummitwist spielen viel zu heiß. Darum sind wir in den Schatten vom Kastanienbaum gesessen und haben uns das 9 verdruckt. Da ist heulend Katrin an uns vorbeigelaufen. Ich konnte mir sofort denken, was passiert ist. Sicher hat der Hörli-Dieb wieder zugeschlagen. Und so war es auch. So ein Depp! Schaut euch das an! Er hat sich nicht nur mit ein paar Strähnen begnügt. Er hat sogar den ganzen Zopf mit Schleifen abgeschnitten. Das geht sicher 2 Jahre, bis die Haare wieder nachgewachsen sind. Der freche Hund. Der verwünscht mir schon noch. Und dann wird er seine gerechte Strafe bekommen. Aber wer macht so etwas? Vielleicht genau dein netter Jonas. Mein Jonas? Was soll der Mist? Nur 5 Minuten sind wir zusammen in unserem Nest gesessen. Wegen dem ist er noch lange nicht mein Jonas. Am Nachmittag habe ich Esther zum Zahnarzt begleitet. Strahlend ist sie aus dem Behandlungszimmer gekommen.